An Merci der Madame Cecchetti fir dat an de Lenke, fir dat ze dëse wichtigen Punkt op Nord de Jour gesat hunn. Weil Lützeburg steht definitiver Punkt der Chancegleichheit bei der Bildung extrem schlecht. Ich probiere ein bisschen abzumachen. Oder so egal. Wenn ich den Bildungsbericht von 2021 zitiere, da steht da dran, früh bestehende Leistungsdefizite im Leseverstehen oder in Mathematik werden im Laufe der Jahre kaum aufgeholt und sozioökonomische oder sprachliche Hintergrundmerkmale haben entscheidenden Einfluss auf den Bildungserfolg oder Misserfolg. So ähnlich stunge doch am Bildungsbericht für Drun, so ähnlich als bei der PISA-Etüde rauskommt, lo könntet ein bisschen mittags, ein bisschen mannerdags raus, weil wir mannerdags matt machen. Aber das Problem, also war schon zu einer gefühlten Ewigkeit bekannt, an die kruzial froh, die sich stellt, als wirklich, was als gemäht gehen, für den Problem konkret unzupacken, respektive was geht gemäht, für dem heiligen Problem entgegenzuwirken. Als CSV hatten wir dafür an dieser Legislaturperiode eine Motion zum Aufstimmen gebracht, für das Problem gezielt zusammen mit der Wissenschaft, mit den Leuten vom Terrain umzugehen, für ein paar die Mesuren zu definieren, mit der Wissenschaft, für sie dann noch umzusetzen, für parallel zu gucken, für sie zu evaluieren, für sie wissenschaftlich zu begleiten. Und für dann eben zu gucken, können die Mesuren weitergeführt, die für wirklich gezielte Probleme umzupacken. Leider Gottes ist das Motion Oremenker wie sie DAX mit 29 zu 31 aufgelehnt ging, wo ich wirklich nicht verstehe, für Wert. Ich habe wirklich Gefühl, es geht heinz du. Merci. Ich habe nicht gewusst, dass den Teegang müsst rausziehen. Das ist gut, merci. Es geht heinz du an der Education aus dem Bauch heraus reagiert. Und das ist nicht gut, weil aus dem Bauch heraus da kann doch richtig an die Box gehen. Aber wenn in diesem Fall richtig an die Box geht, dann haben wir definitiv ein riesen Problem. Wir brauchen hier eine systematische Ursachenforschung. Einfach ganz wichtig, auch eine wissenschaftlich richtig Interventionsforschung. Leider übersprungen wir zu Lützeburg ganz tags den kruziale Punkt von der Interventionsforschung, aber wir machen das direkt Pilotprojekte. Und das ist zum Teil ethisch bedenklich, weil wie gesagt, wenn die Pilotprojekte nicht gehen, da leiden Kanada drin. Ich werde an dieser Interpellation auf 20 Punkte angehen, und ich fange bei der Spruch an. Madame Cecchetti hat das Problem auch angesprochen. Die ganze Problematik von der Bildungsscheier, die hat zum Teil mit dieser Multilingualität zu tun, aber nicht nur damit. Dass wir eine Reform vom Sprachenunterricht brauchen, das haben wir schon mehr wie einmal gesagt, und das ist auch mein nächster Punkt. Wir können nicht nur einfach eine Parallelschulwelt aufbauen mit den Europaschulen. Nein, wir müssen unseren Sprachenunterricht an unseren Schulen reformieren. Ich werde nicht mehr auf den Detail reingehen, das tun wir bei der Interpellation, die Madame Klosner auch gefragt hat, über die Europaschulen schon gemäht. Fest steht auf jeden Fall, wir müssen den Sprachenunterricht reformieren, und wir müssen als klassisch öffentliche Schule stark machen, als eben nicht nur aushilfen. Weil der Multilingualismus, der gehört bei uns dazu, die muss man beibehalten, aber es darf kein unüberwindbar Hürde gehen für die Kinder und das am Sinn von der Chancengerechtigkeit. Mein zweiter Punkt ist der Präkost. Madame Cecchetti hat so auf den Präkost angegangen. Artikel 1 an das Curriculum. Und da kann ich noch einmal bei dem Bildungsbericht, da steht nämlich am Artikel mit der Überschrift negativer Trend in der Kompetenzentwicklung, dass Bildungsstandards zwar am Artikel 1 von den allermeisten Schülern erreicht gehen, aber das Kompetenzniveau bis zum Artikel 3 par rapport zum Standard sich bei ganz vielen Echter verschlechtert, und das auch die portugiesische Sprachgruppe am schlechtesten aufschneidet. Der Office National pour la Qualité Scolaire schreibt, dass es scheint, wie wenn das am Artikel 1 gefragt ging, nicht durchgehen. Und es muss zusammen mit der Recherche geguckt gehen, welche Elemente am Curriculum fehlen. Es kann nämlich auch da schon Basis machen für Sprachen zu lernen, phonologisch Bewusstsein von den Kindern schärfen. Weil gut Startchancen, diese wichtig für Bildungsungleichheiten zu verhindern. Hier spielt, wie gesagt, die Präkost spielt schon eine wichtige Rolle. Das Curriculum muss also angepasst gehen. Den dritten Punkt. Der Präkost ansprochen am Spezifischen. Und dann zitiere ich Römenker aus dem heutigen Artikel,
da steht dran, verweisen auf die Notwendigkeit, die deutsche Sprache ab dem Zyklus 1 in die Frühförderung der Kinder einzubeziehen, falls diese weiterhin auf Deutsch alphabetisiert werden sollen. Auch d'OCDE hat 2012 geschrieben, dass den Mehrgewicht misst lehnen auf der Alphabetisierungsspruch und dass den Taffeiere von der zweiten Spruch misst mir nur Hanne regeln. Und da komme ich bald froh von der Interpellation von den Lenken, nämlich den Minister Meisch seine Reformen kritisch zu analysieren. Das war ein froh, das leider nicht gemerkt, aber das war ein froh. Was hat der Minister Meisch gemäht? Not das Programm Plurilang angefordert, kann zwischen 0 und 4 sollen neben dem Lützeburgischen dann auch nach Französisch lehren, das auch am Zyklus 1 und am Zyklus 2 auch noch dabei angefordert gehen. Hier ist also im Prinzip der Konträr gemäht gehen von dem, was Wissenschaft redet, ab Platz neben dem Lützeburgischen. Wann dann noch ein zusätzlicher Spruch sollte gemäht gehen, der Deutsch machen, weil ihr auf Deutsch alphabetisiert wird, als zusätzlich Französisch dabei gesagt wird. Ab Platz mit der zweiten Spruch, Französisch, mich spät anzufangen, also du sich echter gemäht gehen. Man hat in dem uns gefragt, was genau Ziel vom Programm Plurilang wäre. Der Grote mal erklärt, dass sich am nonformalen Bereich im Prinzip kein Ziel gesagt wird. Herr Präsident, die Damen und Herren, das ist etwas, was mehr sich ein bisschen auf die Ströme geht. Weil Kinder machen an ihrem Kopf ja auch keinen Unterschied, ob sie einen Spruch am nonformalen oder am formalen Bereich lehren. Sie lehren einen Spruch. Die Erklärung ist natürlich einfach. Wenn sich kein Ziel ersetzt, dann muss ich kein Ziel erreichen. Und da will ich wundern, so den Zyklus 1 gehört zum formalen Bereich. Auch das ist etwas, was aus dem Bären heraus dezidiert ist. Durch hier die Sprachenpolitik am Präkos, die multilingual gratis Kannerbetreuung, die muss überdurchgehen. Das schreibt auch der Office National pour la Qualité Scolaire. Demol zu eng Party Leiit gesot, der Minister will gerne mittelfristig auf Französisch alphabetisieren und dafür möchte ihn das. Ich weiß nicht, ob das wahr ist, ich weiß nicht, was der Minister demals gedacht hat. Ich stelle aber just fest, dass der Loe Pilotprojekt könnt, für auf Französisch zu alphabetisieren. Ich werde nur noch auf den angehen. Ich komme für dich auf meinen 4. Punkt, den mit der Organisation vom Präkos zu tun hat, an der Chance Gleichheit, und da wiederholen ich im Prinzip das, was Madame Cecchetti auch gesagt hat. Der Präkos geht zum Zyklus 1, der Präkos ist fakultativ, der Präkos ist aber extrem wichtig. Es gibt aber nicht genug Plätze am ganzen Land, für das all Kind, egal wo es wohnt, kann die ganze Zeit dahin gehen. Respektiv, die Organisation ist so schlecht für Eltern, die arbeiten, dass sie nicht davon profitieren können, weil zum Beispiel vielleicht A- und B-Gruppen sind oder weil die Maison Relais de Relais nicht möchte. Wie mein Kind nach am Alter war vom Präkos, du nun nicht auch geschafft, du wärst auch A- und B-Gruppen, das kommt just 3-mal in den halben Tag gehen. Aber ich habe das organisiert, weil ich einen Boom und ein gesprungen habe Bob an den Opa. Das hat aber nicht verreden. Aber wenn man so in der Präkos als wichtig wird kann, dann muss man doch so machen, dass es sich für jeden Verein auch machbar ist. Dafür, Herr Minister, wäre es wirklich wichtig, so wie Madame Cecchetti da doch gesagt hat, für alle Gemeinden die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen, für das der Präkos kann so organisiert gehen, dass alle die Möglichkeit hat, davon zu profitieren. Schon noch in dem Sinne eine Motion, ich weiß nicht, ob genau dieselbe ist, das ist die posierende Motion. Merci. Anschrift. 5. Punkt an die Alphabetisierung auf Französisch. Und dann, Herr Minister, als Reformen, ich habe die Question parlamentär dazu gestaltet, es gibt 5 oder 4 Gemeinden angestaltet oder gemäht, die Pilotprojekt. Wie genau ausgesagt, weiß ich noch nicht. Aber das Pilotprojekt soll so gelöst sein, dass Schülerinnen und Schüler, egal ob welcher Spruch alphabetisiert gehen, die notwendige Sprachbagage haben, so steht in der Antwort von der Question parlamentär, für nur an den normalen Lützeburger Lycée oder an eine internationale Filiale zu gehen, und zusammen feiern soll am Zyklus 4 passieren. Ich weiß just noch nicht, wie das genau soll geschehen. Auf der anderen Seite ist belegt, dass eine Alphabetisation auf Französisch nicht aufläuft und noch wie lange dauert, wie eine Alphabetisation auf Deutsch. Deutsch ist nämlich, das habe ich mal von den Sprachwissenschaftlern erklären gelassen, mit der scheint mir auch logisch zu sein, ein mit transparent Spruch. Wenn ich so ein Auto, dann höre ich das und ich kann das schreiben. Bei Voiture ist es schon ein bisschen mehr anders, bei Auge an Ei ist es doch ein bisschen mehr anders.
Dat heißt, der Minister hat evaluiert dieses Pilotprojekt lanciert. Und für uns wäre es extrem wichtig, dass den auch wissenschaftlich begleitet gehen, dass das Konzept wissenschaftlich ausgeschafft geht, bis wirklich zum Cycle 4.2. Den SNE sieht doch eine unabhängige wissenschaftliche Evaluation müsste von diesem Projekt gemäht gehen. Wie gesagt, das Projekt lebt, dann hätte man auch gerne, dass man ja nur die richtigen Konsequenzen daraus ziehen. Dann ist eine zweite Motion. Merci. Schrift. Wie gesagt, das ist ein Fakt, dass viele Kanner, die Portugiesisch schwätzen, Schwierigkeiten an unserem Schulsystem haben. Aber bei der Uni LU gibt an diesem Bereich relativ viel gefürcht. Das ist auch gut so. Ich stelle aber fest, dass ganz tags Sachen, die du abfürcht, gehen am Prinzip nicht angesagt gehen an der Schule. Ich schwätze hier unter anderem vom Lala-Programm. Ich hatte die Chance, das ist auch schon relativ lang her, Projekt Politics Meets Research. Da konnte ich mit einem Forscher mitgehen, der in dem Programm geschafft hat. Ich bin noch auf die Klasse gegangen, wo das Programm angesagt ist. Das Programm ist im Prinzip wissenschaftlich beleuchtet und es bringt Lehrpersonal war zufrieden. Ich habe aber nicht so angesagt. Und ich hatte eine Question parlamentär dazu gestellt. An zwischen den Zeilen konnte ich unter anderem lesen, dass es auch finanziell zu dienen hat, dass das Projekt nicht umgesetzt wird. Ich will just so, wenn die Forscher spezifisch etwas für Lützeburg machen, da gibt es Medaillen. Weil in Moos gemähten Kostüme, ich habe zwar noch nie so gekauft, mit denen ist anscheinend auch Medaillen wie von der Stange. Dafür ist mein 6. Punkt, die Forschung auf der Uni für die Sprachen zu lehren, aber spezifisch auf eine Situation angepasst ist. Das muss definitiv weiter unterstützt gehen. Aber für allem auch dann, wenn die Recherchen durchgezogen gehen, mit konkreten Resultaten, die hilfreich sind für das Land, weil doch so wissenschaftlich belegt ist, das muss dann noch angesagt werden, weil die Recherche ist kein Zweck aus sich. Wie gesagt, es kann ja nicht sein, dass das Nationalministerium die Recherche finanziert, Nationalminister auch nach Preise verdeelt, an den Edukationsminister war in diesem Fall dieselben, als der aber nicht ansitzt an der Schule. Die Damen und Herren, ich komme bei dem 7. Punkt. Die gratis Hausaufgabenhilfe. Wir können, wo du eben nicht geholfen kriegen, weil die Eltern nicht können helfen, weil die Eltern keine Zeit haben, wäre eine gratis Hausaufgabenhilfe zumindest für die sozial schwachen Familien notwendig. Die soll noch kommen. Ich weiß aber noch nicht genau, was. Ich hoffe, dass man das am Laufe des Tages noch gewürgt, wie das organisiert wird. Ich will just sagen, was sie kommen wäre, wie wir sie gefroht hatten, das war nämlich schon 2019, dann hätten wir auch durch schon könnten eine erste Evaluation machen. Den 8. Punkt Eltern. Am Rapport L'entrée à l'école vom Office national pour la qualité scolaire steht, la famille constitue le noyau de base. Und genau bei der Familie muss können interveniert werden. Die Eltern und die Familie ist eine immense Ressource, die nicht genug genutzt wird. Wir müssen darauf schaffen, wie viel mehr gezielt Elternarbeit zu machen. Mit dem Message, den die Regierung herausgibt, ist das eher in anderen. Und das ist extrem schön. Sie geben den Eltern auf jeden Fall, wenn ich das ganz fein ausdrücke, nicht unbedingt Confiance an ihre eigenen Kompetenzen. Wenn ihr nämlich hört, sie ist besser an der Schule, sie gehen besser an Krieg für die Sprachen zu lehren, dann ist das zum Teil kontraproduktiv und dafür muss ich aufpassen, wie ein Message herausgeht. Mammenspruch ist zum Beispiel auch extrem wichtig. An dem Message muss bei den Eltern da sein. Die Eltern müssen nicht mengen, sie müssen ihr Kinder an einen multilingual Krieg geben, dass sie durch Französisch können. Das ist mehr wichtig, was sie daheim Portugiesisch schwätzen, dass sie richtig Portugiesisch schwätzen, für dass sie da noch die zweite Sprache lehren. Ich hätte also auf jeden Fall an Spanien, da sind wir sehen, dass man die Eltern müssen wir dann Boot kriegen, weil da wären wir aus sich gute WNRW. Die Eltern sind, wie gesagt, das ist der Knackpunkt und der Kontakt muss frei mit eng gehen. Ganz viele Eltern, ganz tags sind dadurch die sozioökonomisch schwer, die gesehen das vielleicht nicht an oder sie ganz einfach, weil sie schaffen, auch nicht Zeit dazu. Auf der anderen Seite und die Enseignants auch nicht unbedingt Zeit, für da drin zu bleiben. Am Rapport vom Office national pour la qualité scolaire, ich meine, ich kürze nicht nur immer ONQS auf, weil es bricht nicht mal Zungen reinkehren. Da wird von einem Programm d'intervention auprès des familles gesprochen.
als CSV sommer so etwas brauchen macht. Am Moment as so d'Eltern mussssen Initiative ergreifen, sie frohen ob nicht méiglich werden, dat dat geändert get, dat auch d' Schul könnt Initiative ergreifen. Ich will ger vom Herr Minister wissen, wat du hier gesinn ist. Und da komme ich bei meinem 9. Punkt, weil ich mengen eng aner Schulorganisation geif ha hëllefen, dat den Enseignant mit Zeit hat, fir dat ze machen oder dat den anderen dat könnt machen, nämlich an der tut schon méi wie immer leiieren, Mäte gen eng Direktion an der Schule, an nicht an der Region, fir den Enseignant sich kann op d'Schulhalle konzentrieren, an de superieur Hierarchik, den an der Schule ass den Ursprechpartner fir d'Enseignant kann an d'Eltern an dee könnt och nach méi gezielt Eltern erbecht merken. Dat kann eng Umgestaltung vom Schulkomitee sein oder wie gesot eng Direktion an der Schule an nicht an der Region. Den Herr Minister hat Reform gemäht von der regionalen Direktionen als Position Kinder Mäte gern eng wie gesot umterren. Et war eng Evaluation ugekönigt gin, Lächt war gesot gin die Gift gemäht gin, do weis ich gern as eng do vun der regionalen Direktionen erwetzen Konsequenzen, die daraus zu zeigen sind. Mein 10. Punkt an noch do dat man schon méi wie ha gesot, man hätte gern fir dat de Kanner am Sinn vun der Chancegleichheit an de Schulen séier ka geholf gin, eng pluridisziplinär Ekipp och an de Grundschulen vergleichbar am CEPAS an de Lyceen. Man hat schon méi wie immer eng Motion werd also nicht wiederhöhlen. Wir brauchen dat fir de Kanner ze hëllefen, auch fir de Kontakt mat de Kompetenzzentren. Den SNE hat bei der Rundre vun enger Taskforce enger Präventions- an Interventionsstruktur mat verschiedene Spezialisten geschwert. Äußerst egal, wie man sie nennen, wenn man brauche Leute Terrain, die können helfen. Gleichzeitig müssen auch d'Enseignants Zeit tun, für können differenziert Schule zu halen. An die Schule müssen die nötig Mäuer tun, und das ist mein 11. Punkt. Auch da haben wir schon mal wie einmal gefragt. Kontingenzberechnung muss angepasst gehen, muss evaluiert gehen und angepasst gehen. Ein 12. Punkt, Chancengleichheit heißt auch Chancengleichheit quer durch das Land. Und das heißt unter anderem auch, dass alle Schulen, egal wie eine Gemeinde dazu sind, dieselbe Moyen haben, auch informatisches Material haben. Das ist an diesen Zeiten extrem wichtig, an dort dem Ministerium, dort die Regierung eine Verantwortung zu drohen, man eine Proposition an dem Sinn, Proposition de loi an dem Sinn schon wie lange deposiert. Ich hoffe wirklich, dass wann der Staatsrat wie ginot, dass man auch dort die Zustimmung von der Majorität kriegt. Mein 13. Punkt. All Kant lehrt anders, sonst wäre es ja relativ einfach. Also Schulunterricht entspricht aber noch auf viele Plätzen dem von Göster nicht dem von Möhren. Und dafür so nicht, und noch da tun ich schon wie immer gesagt, der weiß, für Schule zu halen, muss geändert gehen. Auf verschiedenen Plätzen ist es komplett geändert, auf andere nicht, das ist ein bisschen den Zufall. Und ich habe das andere auch schon gesagt, Lehren oder Trichtermethode, was eben auch auf viele Lyceen nach gemäht wird, die Zeit ist rüber. Wir können nicht mehr selektieren, bildlich gesehen, nur der Kanal, wo der Trichter nicht groß genug ist, nee. Die Schüler müssen von klein uns Kompetenzen gelehrt kriegen. Am OECD-Rapport Beyond Academic Learning steht, dass der sozioökonomische Faktor zu einer den aufschlussreichsten ist auf die schulischen Resultate. Aber dass daneben die sozial- und emotionalen Skills wie Gewissenhaftigkeit, Motivation, Toleranz, Kreativität, Vertrauenswürdigkeit, Empathie, Kooperationsfähigkeit und so weiter entscheidend sind. Also müssen wir die, das ist etwas, wir können abhaken, also müssen wir die von kleinem uns fördern. Du schwätzt den ONQS dann auch von einer Methode Pädagogik effikaz. Das heißt, wir müssen derweise für Schule zu halten ändern. Das muss auch an der Enseignantsausbildung geschehen. Und an dem Sinn, ich meine, jeder von uns wäre von der Edukationskommission zumindest viel werden an der Lyceum Sinde gucken. Den hält anders die Schule. Ich weiß nicht, wir haben das vielleicht nicht gesagt, ich weiß es wirklich nicht, als den evaluiert gehen. Haben wir da allgemein Sachen, wo man könnte so mal komm, wir hören, dass das funktioniert, gut, können wir überdrohen das an den anderen Schulsystem. Und da könnte an der Schule, op den Enseignants an noch dat hun ich schon méi wie immer gut, dats mein 14. Punkt. Am Prinzip brot all kann de recht op een ganz guten Enseignant. Dat ass am moment nicht der Fall. Schon all die Punkte bei eiser Interpellation iwwer d'Attraktivitéit vum Enseignantsberuf schon enke ugeschwert. Ich will enke so, man muss alle vormachen, dat man die gut Leiit, die beste Leiit or an Enseignement kreien, well nimme wann den Enseignant gut ass, wann er fachlich gut ass, wann er pädagogisch gut ass, kann den Herrno och kann er gut errichten.
Nächster Punkt kom ich zurück bei Spruchen an de Lycée. Wie gesot man in Europa schon méi wie immer gesot dann me bedauern net, dat an der Reform vum Sekundär sech verpasst ginnners fir d Flexibilitéit och an de Spruchenunterricht ze kreien bei de Lycéen. Mäten dem als Vierschläge meet, dat an engem Klassikzwerg 2mal den C1 vum Niveau Mistose mit dat den Schüler kën Spruch fehlen. Dat am General 1 C1 gift go, well dat an das nicht realistisch. En kann darüber 2 machen. An dat och do hettte enker de Schwach. Ich mengen dat entspricht auch der Realität der besten am Beruf. Et kann e gute Mathematiker sinn, ohne dat den perfekt am Franzischen ass. Et muss just wissen, dat de verdammtflecht un die Schulhalle geht. Et kann en gute Physiker sinn, ohne dat den vielleicht gut am Deitschen as se weiter. Me importieren der Jore bei Ürbismarché, also fan wat extrem traurig, dat de Flexibilität nicht an eise klassische Lyceen vun der Majoritéit unterstützt gin ass. Datselbig beim Cycle 1 feiert das me 16. Punkt. Du hast bei der Reform dat as gut, du auch gesagt, dat das gut. Et kann a Gruppen opgedeelt gin, et kann e Niveau de Bas an e Niveau avancé gemet gin. Et hicht en den am Franzésche gut ass an der Matheflecht nicht so gut ass, den ass fréier immer am ganze Hof gestuft gin. De kann evalu mat diesem System am Franzéschen an dem gute Gruppe, dem héige Gruppe bleiben, an der Mathe dann an dem anderen. Me et funktioniert nimmen, wann den Enseignant dat auch richtig kann machen, wann den de Niveau avancé richtig kann avancé machen, an de Niveau de Bas sich auch do Zeit höllle. Dat geht nicht, wann alle an enger Klassen, dafür sind wir nicht auferstand, dat kein richtig Differenzierung gemäht geht, an noch dobrechen Schulen Moyen, dat ze dat können durchsehen am Moment, dass dax eng Differenzierung Papier. Ein anderen extrem wichtiger Punkt ist die Orientierung. Die Orientierung ist am Prinzip schon bald der wichtigste Punkt, was Chancengleichheit angeht. Es gibt am Bildungsbericht einen anderen interessanten Artikel mit dem Titel Bildungsungleichheiten am Übergang in die Sekundärschule in Luxemburg. Du hast ja 2017 als Orientierungsprozedur umgeändert gehen. Konsequenz davon ist, es gibt sicherlich Männer an der Präparatoire. Ich weiß nicht, ob das gut ist, weil ich fand, dass man mit dem Image im Präparatoire schaffen, weil wenn ich nicht das Niveau hat, die ganze Zeit so auf dem Do-Niveau in der Riechstadt kriegt nicht mit, dann ist es besser, wir hören von da, wo es steht, und wir schaffen es so, wie ich kann, dann ist das Resultat meistens besser. Ich komme aber zurück bei der Orientierungsprozedur. Weil laut Bildungsbericht wären die Orientierungen anders, wenn nicht mehr lang die schulischen Leistungen geguckt gehen. Das heißt, wenn nicht mehr die Noten geguckt gehen, oder die schulischen Leistungen geguckt gehen, da gehen Männer kann von sozial schwachen Familien an de Präparatoire organisiert gin a méi Kanner vu sozial stärke Familien dohënner. An gife méi Kanner vu sozial schwache Familien de Klassik orientéiert gin a Manner vun sozial stärken Familien. Dat weis Drmenker wéi immens groß, dat den Afflos iwwer vun de Familie das. An dat ganz muss es bedenklich machen. Ich hatte für ein paar Wochen eine Klasse besucht, so die Mädchen mehr mit meinen Eltern, die wollen gar nicht, dass ich studiere gehen. Weil dann kosten ich sie nach ein paar Jahre lang etwas. Und anders stehe ich nur selber auf meinen eigenen Beinen, respektive ich kann sogar etwas beitragen. Und ich fand auch, dass man den Punkt, der wäre mir auch nicht so bewusst, dass man wirklich auch in dem Punkt muss schaffen. Es kann nicht sein, und das ist vielleicht durch Eltern übrig zu machen. Dass man Abklärungen da muss machen. Aber man muss erst dem Problem bewusst sein. Und da will ich aber darauf hinweisen, dass die Diskussion nicht so feiern, dass von einer Orientierung hin zur Berufsausbildung in Drama wäre. Au contraire. Aber es soll nicht für einen sehr schwer sein. Und nicht einfach eine Orientation par échec sein. Auch da das Chancengerechtigkeit. Und dann möchte ich mich ein bisschen rosen, weil das ist schon eine gefehlte Ewigkeit her, dass das Schuldirektor schwer. Dann haben wir dann auch probiert, also Kanner die Orientierung zu orientieren. Du sind zu dem Zeitpunkt schon Tester gehen, ich meine aus der Schweiz, die immer dann Lizenzen kaufen, da konnten sie die Tester machen für ihre Talente, für sich positiv zu orientieren, Talente rauszufahren, für zu sagen, was eben vielleicht mehr für den Beruf, für den Beruf. Die Tester gehen doch schon heute zu Lützeburg, das Chambre des Métiers, die zusammen mit der Chambre des Salariés, mein Job früher, das meine ich Basic Check, und da geht es von der Chambre de Commerce Talent Check. Aber die gehen aber nicht systematisch angesagt an der Schule. Und ich fand aber, dass das eine Aufgabe ist von der Regierung. Es kann nicht heute dem Zufall überlassen, dass die einen Kanner das können machen und die anderen nicht. Und dafür sei eine dritte Motion, wo man das vor. Merci.
Da komme ich bei dem Punkt von der Inklusion, dass man gerne eine multidisziplinäre Equipe an der Grundschule hätten. Das habe ich schon gesagt gehabt. Bei der Inklusion hat der Mai 2017 eine Reform gemacht, wo ein Instituteur spezialisiert auf lokalem Niveau angefordert hat, DESAP auf regionalem Niveau und Kompetenzzentren auf nationalem Niveau. Und ich zitiere den SNE an einem Wortartikel vom September 2021. Da steht, förderbedürftige Kinder. Statt der Kinder stehen nach wie vor die Prozeduren im Vordergrund. Auch heute war 2017 eng, und das war die Motion von der Majorität ugeholt gehen, eine Evaluation gefroht gehen. Wir hatten noch einmal eine Sitzung, wo man sich erklärt, wie tun, was evaluiert gehen, wo wir nicht Resultate von der Evaluation. Und es wäre für uns wichtig, dass das gemäht gehen. Ich kann nämlich nicht so, ob die Situation sich verbessert hat. Es ist aber wichtig, dass sie sich verbessern im Sinne von der Chancengleichheit. Ich höre nach immer, dass es lang dauert, helfen könnt. Dat den administrativen Opwand groß ist, dat Prozeduren kompliziert sind, dat de Weg für ein Kompetenzzentrum wie verschiedene Kanner, zum Beispiel am Norden vom Land, da sind die 3 Stunden am Bus, da gi se vielleicht nicht, dat zu summen zwischen Schule Kompetenzzentrum da suboptimal ist. Wie gesagt, hier reicht man wirklich ganz dringend die Evaluation von der gesamten Organisation, die muss auch Mathe betroffene Leute durchgeguckt gehen, und da müssen die nötigen Konsequenzen gezogen gehen am Sinn von der Chancengerechtigkeit. Den Depistage gehört ebenfalls dahin. Kann die Probleme haben, wenn die Probleme frei erkannt gehen, da kann denen hier Chancen verbessern. Und so brauchen wir ganz frei ein Depistage. 2020 hat der Herr Minister gesagt, den Depistage für Trouble, für motorische Schwierigkeiten, gave am Cycle 1-2 Demos aus 56 Regionen gemäht gehen. Und auch gesagt, wir wären im Gang zu gucken mit der Uni, für neue Methoden zu entwickeln. Ich weiß wirklich gerne, wo sind wir heute drin, weil für uns ist es wichtig, wir brauchen einen freien Depistage von allen Problemen, weil das extrem wichtig wird kann. Da komme ich bei dem letzten Punkt, das ist eben die letzte Reform, die man noch nicht gestimmt, und ich gehe noch nicht lang drauf an, das ist eben für Männer Schulaufbrecher zu haben, will der Minister die Schulpflicht auf 18 Jahre sitzen. Wie gesagt, Männer Schulaufbrecher, das ist für uns auch extrem wichtig, aber wie gesagt, dieses Projekt, ich meine, ich hatte schon gesagt, wenn nicht so ein Schlo, als für uns da immer ein Katz am Sack, weil auch der Herr Minister weiß noch nicht, wie jetzt soll ihm gesagt werden. Ich hatte ihm gesagt, er darf nicht mehr Lastkappen, wie er schippen kann. Ich meine, nur weil er schippen, dann hat er nicht Last gehabt, dann noch das geht nicht. Das heißt, wir brauchen noch den Inhalt für drin. Wie gesagt, sonst werde ich mich zu dem Projekt nicht äußern, die Gelegenheit kriegen wir noch. Herr Präsident, die Damen und Herren, der Punkt der Chancengleichheit steht Lützeburg richtig schlecht. Und ich zitiere Lo Evan aus dem Rapport vom Office national pour la qualité scolaire, weil viel mehr klar kann ich nicht sagen. Depuis la première participation du Luxembourg aux études comparatives internationales, nous savons que l'école luxembourgeoise est globalement inefficace et inéquitable en comparaison à la grande majorité des autres pays participants. Wie gesagt, viel mehr klar können wir nicht so. Ich habe 20 Punkte angeschwärzt. Für uns also, die war extrem wichtig, und dafür wiederholen ich die Förderung vom letzten Jahr, dass der Minister zusammen mit der Forschung das ganze Problem wissenschaftlich angehen, Pisten definieren und dann eine Evaluation parallel definieren, eine wissenschaftliche Begleitung garantieren, weil du gehst von diesem Problem. Das können wir definitiv, oder die Lösung können wir nicht dem Zufall überlassen, weil Bildungschancen für uns Kinder, die müssen für uns alle extrem wichtig sein. Ich so nicht merci.